Wie geil, der Sommer ist wieder da. Aha, wie geil. Nein, Entschuldigung, konzentrieren. Ja, hallo, also wie es hier zu machen, liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum neuesten Video. Wie geil, der Sommer ist wieder da. Aha, wie geil. Nein, Entschuldigung, konzentrieren, wo bin ich gewesen? Genau, ich wollte etwas erzählen. Und zwar so Thema, so zum Beispiel, haben mich schon viele angefragt, wie ich zum Beispiel schon immer an internationale Audi 100 Coupés treffen gehe oder auch wenn ich zum Beispiel eine Ausfahrt mache mit dem MX5 Club, dann sind es ja jetzt in beiden Fällen immer die gleichen Autos in dem Sinn. Egal ob jetzt Audi treffen, also sind zu 80% die Autos, wie ich einen Oldtimer habe, oder jetzt MX5 treffen, sind einfach alle MX5. Genau. Dann habe ich schon von vielen gehört, also von vielen, es geht. Von ein paar gehört, so ist das nicht langweilig, alles die gleichen Autos. Und ich muss dazu sagen, also logisch kann man sagen, ja, es ist langweilig auf die einen Seite vielleicht, aber wenn man selber eins von diesen beiden Autos vom MX5, wenn man einen MX5 hat oder einen Audi, kannst du sagen, nein, es ist eben nicht langweilig, weil dann siehst du, dass du zum Beispiel mit dem MX5 oder mit dem Audi zum Beispiel gar nicht so schlecht dran bist und du jetzt immer alleine mit dem Auto fährst und niemand hast, der so ein Auto hat und du, ich sage jetzt mal, dein Auto steigt aus oder irgendetwas, dann denkst du, Scheiße, also ich für ein altes, weißt du, ich meine, so, zum Beispiel, es braucht immer mega lang zum Starten, du denkst so, Scheiße, wenn du keine Ahnung hast, Scheiße, was ist das für ein Auto? So, und du machst dir Sorgen und bla bla bla, hast du nicht gesehen, und wenn du jetzt im Oldtimer-Treffen bist, zum Beispiel habe ich jetzt auch wieder gesehen, dass das eigentlich ganz normal ist. Weißt du, ich meine, dass es normal ist, dass das Auto, dass Audi halt lang braucht zum Start. Das ist 40-jährig, oder? Das ist eine andere Technik. Entschuldigung, ich muss rüber schauen. Nein, weißt du, ich meine, das ist einfach, oder auch, wir sind zum Beispiel mit dem MX5 Club ausgefahren, da ist ein MX5. Also die meisten sind richtig gut weg, aber es gibt auch ein, zwei, die nicht gut weg sind. Der eine Typ, der ist an einer Kreuzung auf einmal nicht mehr hinter mir gewesen, da habe ich irgendwann am Presi angerufen, oder ehemaligen Presi. Der hat gesagt, du, wir müssen schauen. Und dann ist bei dem mit Batteriestecker, also wo die Batterie halt ans Auto angeht, und da ist halt abgehakt in dem Sinne. Und dann ist das Auto nicht mehr weitergelaufen, weil der Stromkreislauf, oder wie man dem sagt, unterbrochen war. Und es ist einfach interessant, weißt, wenn die gleichen Auto haben, dann siehst du, dass du gar nicht so schlecht dran bist mit ihm. So, weil ich denke, ich habe auch viel mal gedacht, Scheiße, mein Audi, weil der halt ich sage jetzt mal, wie im Roulette war, ob er gelaufen ist oder nicht. Aber das ist halt alles selber gemacht gewesen, so. Aber eigentlich auch, also das war vielleicht schon extrem gewesen, weil eigentlich läuft das Auto von jedem. Oh Scheiße, jetzt ist er das Handy runtergefallen. Nein, aber weißt du, das ist einfach dann so interessant zu sehen, so, dass, ja, eben, ich will mich nicht 100 Mal wiederholen. Und bei der Ausfahrt ist es einfach geil, weil du einfach als Club bist, weil ich meine, wie kannst du sonst, was ist jetzt da wieder los? Entschuldigung, dass ich so ausflippe. Es haben auch viele gesagt, ich raste schnell aus. Nein, eben, aber weißt du, es ist so, wo kannst du sonst halt mit irgendwie, sag jetzt mal 10 Personen sonst ausfahren, wenn du nicht so einen Club hast, darum, und das ist, ich finde es geil, so, es würde mir jetzt auch nichts ausmachen, wenn andere Autos dabei wären, aber so ist es ist geil, wenn alle die gleichen Autos sind, oder die gleichen, ja, eben MX5, da gibt es ja auch verschiedene MK1, MK2 und blablabla. Also ein A ist ja der erste und dann gibt es halt alle paar Jahre dann neue Ausführungen in dem Sinn. Genau. Nein, das ist nur, habe ich auch noch kurz ansprechen, weil also die Kurzfassung davon ist einfach, beim Audi finde ich es geil, weil du viel sonst auch im Internet siehst, wie die Leute international, wie die am Auto arbeiten und so. Und wie das auch machen und dann wie das Auto dann dort steht. So, ich kann jetzt nicht mit vielen reden, aber es ist einfach, eben, ich finde es einfach interessant, wenn du selber so ein Auto hast
und dann siehst du, wie der Zustand von anderen Autos ist, egal ob jetzt optisch oder ob jetzt mechanisch oder wie auch immer. Und dann, ja, ist einfach chillig so. Ich kann mich immer wiederholen. Und beim MX5 finde ich es einfach interessant. Ich bin im Club gegangen. Eigentlich bin ich im Club gegangen, weil ich viel Sachen im Auto gemacht habe und gedacht habe, solche Zertifikate und so, weil ich dann halt gerade das Problem hatte mit dem Zertifikat. Im Club kommt man vielleicht das Ganze gratis oder günstiger rüber. Das war mal ein Gedanke gewesen. Natürlich auch die Ausfahrten. Aber jetzt, aktuell, ist für mich eigentlich nur noch Thema Ausfahrten. Und sonst schreibe ich etwas im Chat, ob man das weiss, ob man das und das eintragen kann und wie schwierig das ist, aber eigentlich MX5 ist für mich eigentlich nur noch Ausfahrt in dem Sinn. Also gibt es selten, dass ich noch etwas anderes schreibe. Genau. Und Audi musst du im Club eigentlich auch nicht gross etwas umfragen. Also kommt jetzt niemand anschiessen, aber ich habe ja schon 1-2 Fragen im Club, also nicht, das habe nicht ich am Auto gemacht, so direkt, sondern ein Mechaniker, aber ich habe halt fragen, weil der Mechaniker nicht im Club war. Oder auch nicht beide Mechaniker, die ich schon je hatte, sind nicht im Club. So. Und da hast du auch gemerkt, niemand hat dir helfen können. Entschuldigung, niemand hat mir helfen können, niemand. Es ist darum gegangen, wegen Schaltgestänge, wie das funktioniert mit dem Schaltgestänge, wie ich irgendwie nicht alle Gänge reingebracht habe. Schlussendlich ist es, glaube ich, jetzt so gewesen, dass es gar nicht Schaltgestänge war. So. Ich kann nur dann sagen, wenn ich mehr weiss. Aber trotzdem, es hat man jemand ansatzweise hat man nicht können. Scheiße, Partikelfilter, Euro 5 mit dem Partikelfilter, darum tönt er auch so scheiße. Nein, aber es hat mir niemand ansatzweise können helfen mit dem Auto. Aber ja, eben, es ist halt schwierig. Im Audi Club habe ich so einen Chat mit den Deutschen drin, es hat auch noch 1-2 Franzosen drin, aber die schreiben Deutsch, das ist ein deutscher Chat. Und dort, wenn ich etwas wissen wollte, da bin ich aber noch nicht in dem Chat gewesen, glaube ich, könnte ich in dem Chat schreiben. Dann würde ich ziemlich sicher eine Antwort bekommen, auch eine schlaue Antwort. Und MX5 mache ich eigentlich nichts, weil es gibt es gibt mehrere MX5 spezialisierte Garagen in der Schweiz, aber ich gehe zu einem Engländer und der kennt sich richtig aus. Und dann muss ich nicht mich probieren zu behaupten, indem ich genau weiss, dass er eigentlich wahrscheinlich schon jedes Problem kennt. So. Da hat man auch gesagt, es ist jetzt so im MX5-Ding, dass jetzt werden die ersten Auto AD30 werden zu Veteranen vorbereitet und das kommt immer wieder ins Problem. Mit den Jahren kommen Probleme, die er noch nie gesehen hat und der lernt halt immer dazu. Aber sehr viel Probleme kennt er halt schon. So. Oder was zum Beispiel interessant ist, als Veteran darfst du keine Bremsschläuche drin haben, die schon 30-jährig sind, weil als Veteran musst du als 6 Jahre vorführen und der Experte hat keine Lust, dich 6 Jahre mit diesen alten Dingen rumfahren zu lassen. Darum musst du neu reinmachen, zumindest beim Vorführen. Ich weiss nicht, ob das irgendeinen Unterschied macht. Also ich finde jetzt Bremsschläuche dürfen auch nicht 30-jährig sein. Also, das ist nicht mein, also das kann ja gut, das stört ja niemanden, die nicht original sind. Das sieht man ja nicht. Ich mich interessieren, wie ihr das seht mit dem Club. Ob ihr das langweilig findet. Also ich gehe auch ganz so gerne einfach offene Oldtimer treffen. Bin ja auch letztens in Luzern gewesen. Oder das Video, das ich vor ein paar Tagen gedroppt habe mit der Seelisberg. So Sachen gehe ich auch mega gerne, genauso gerne. Aber die Ausfahrten, das sind halt mit dem MX5 Club. Gibt vielleicht auch andere, aber muss ich eigentlich jetzt gerade nicht schauen, weil ich kann schon, also am Schluss fahre ich dann jede Woche an so eine Ausfahrt und das braucht es einfach nicht, weißt du. Dann, also, es langt schon. Es langt schon. Es ist schon geil, weißt du, die Leute, die sind immer die gleichen Leute dann so mehr oder weniger, vielleicht macht mal ein Kollege oder so mit. Genau.
Ja, ich würde mal sagen, bevor ich hoffe, euch hat das Video viel Spaß gemacht. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, euer Obscuro94. Ciao miteinander.